Die Amerikaner sind mat in der NATO sind als Fren, sind als gut Fren, sind lo 80 Joer, wo man den Amerikaner dankbar könne sinn, wo man Menge noch den Amerikaner nach ganz lang dankbar sollte sinn für dat wat sie gemacht hun. In all der Zeit, wo man Freund war man Amerikaner, waren natürlich oft net enger Meinung. Sie ganz viel Krise gehen Zeit vom Kalle Krieg, 60er, 70er, 80er, 90er Jahre. Ich denke noch zum Schluss in den Irakkrieg 2003, wo Lützeburg eine fundamentale andere Meinung hat wie die Amerikaner. Es könnte dazu führen, dass Freunde auch mal eine andere Meinung haben. Das soll das aber nicht auseinandertreiben, wir sollten darauf festhalten und das, was das verbindet. Das sind ganz viele Sachen. Und dafür sollte man die Amerikaner auch weiterhin als Freunde angesehen. Russland hat die Ukraine angegriffen. Das ist eine ganz klare, krasse Violation vom internationalen Recht und das ist absolut zu verurteilen. Mit dem Fakt, angegriffen gehen zu sehen, entlesen ja nicht aus der Verantwortung, für aber können auch abzuhalten. Wie der Mann ausgesagt, kann die Ukraine den Krieg nicht gewinnen. Dieser Krieg abzuhalten, also kein Schuldgeständnis, sondern ein Zugeständnis und eine Realität, die Geschichte engem eben heinst du opzwängt, wie man das aus der Geschichte kennen. Wir haben 3 Jahre Krieg, wir haben vieles probiert, oder das vieles probiert gehen, wir konnten gesagt, Sanktionen gegen Russland stoppen, brechen. Die Realität ist, dass Deutschland am 3. Jahr Rezession ist, Russland hat 3% Wirtschaftswachstum. Russland produziert in 3 Monaten so viel Munition wie die ganze NATO an einem Jahr. Im Jahr 2024 hat die Europäische Union für 22 Milliarden Energieimporte gehabt aus Russland. Wir Russland 22 Milliarden gehen. Wir haben 19 Milliarden Finanzhilfe gehen und Ukraine. Das heißt, wir sind am Anfang auf dem Punkt, wo wir die zwei, die sich Krieg leisten, alle beide finanzieren. Aber tun wir dadurch einen Krieg, den Europa, den der EU, den uns massiv schürt. Das ist am Anfang keine richtige Strategie. Verschiedene Politiker in Europa machen nur den Fehler und sie steigern sich an etwas ran und sie verbannen dem Zelensky sein Schicksal mit den Interessen von Europa. Die sind aber nicht 100% gleichzusetzen. Da gibt es Unterschiede. Und soll die noch den Unterschied machen zwischen den Interessen von Europa und vielleicht dem, was die Interessen sind von Zelensky. Für die Mengen bis in den Krieg noch weiterführen, in der Geschichte, dass immer der Fehler gemacht gehen, dass sie gedurcht hat, wir führen den Krieg noch weiter, dann dreht sich die Situation. Wir haben noch, ich weiß nicht genau, 1 Million Deutscher schwer blessiert, beide Seiten. Mehr aber, wie ein Krieg selber, bringt just Verlängerung vom Krieg. Und dafür sagen wir ganz klar als ADR, wir wollen Frieden. Und ja, wir wollen auch lieber einen ungerechten Frieden wie ein gerechter Krieg. Schiederin mit Herz und Verstand wünscht sich, dass es den Überfall von den Russen nie gehen hat. Wir als Gefühle und als Wunsch ändern nicht daran, dass dieser Krieg für die Ukraine nicht mit zu gewinnen ist. Wir brauchen noch keine Panikmacherei, keine Angstmacherei. Wir brauchen ganz konkret Frieden, Frieden, Frieden. Das ist das, was wir brauchen. Und das geht natürlich auch, an dem sie muss mit den Russen schwätzen, das ist übrigens das, was die Amerikaner machen. Und da muss in eine Politik machen vom Appeasement, da muss in hingehen an eine Rekonciliation kommen. Weg von einer Kriegstreiberei. Fort von einer Strategie von der Eskalation hin zu einer Strategie vom Frieden und Zusammenarbeit für uns alle Guten an Europa. Die Amerikaner wollen die Krise beenden und wird ihnen wahrscheinlich gelingen. Wahrscheinlich gehen nur schnell Sanktionen zurückgefahren, wird zu einer Entspannung kommen. Das wird zu begrüßen. Das wird gut, was Friede wird. Wenn wir uns vorstellen, Milliarden Investimenten noch weiter zu feiern, wie logisch war, genauso von der Europäischen Kommission, da stellt ihn sich froh, wo kommen die Suen hier? Und ich will euch einfach auch ein bisschen dafür warnen, dass Populationen auch in Europa das vielleicht nicht mittragen werden. Wie in Lützeburg auch viele Leute, die schon Mitte des Monats nicht mehr genug zu haben. Wie in Deutschland oder Frankreich Rentner, die 1.000 € kriegen.
die ganz schwer und das Leben zu kommen. Wie will er denen das vermitteln? Was riskiert er da? Am Eurobarometer am Hircht als rauskommt, dass Talschen von den Lützebäuer keine Waffenlieferungen in die Ukraine wollen. Talschen von den Lützebäuer wollen keine Waffenlieferungen in die Ukraine. Das heißt, die sind nicht mit dem einverstanden, was weiter gefordert soll gehen. Das sind Talschen von den Lützebäuer. Das können wir nur gucken, das von TNS Idres gewesen, das ist ein Eurobarometer. Da steht da dran. Wer muss von der Welt eine Politik machen? Da muss eine Politik machen, wo die Populationen auch matt sind. Und ihr könnt nicht, und dafür warne ich, das ist das gemerkt, ich warne nicht, von der aufhängt, eine Politik zu machen von Uwenruf, wo der Population erklärt, was matt zu drohen oder was nicht. Das wird nicht funktionieren. Vielleicht noch zu Lützeburg. Mehr an Deutschland, Frankreich werden nicht funktionieren. Wie soll das bezahlen? Frankreich, die kein Süden mehr. Deutschland in Rezession sind, Griechenland, Italien, wollen die das überhaupt? Das sind Frohe. Die hat gesagt, in Europa, in Amerika gehen nicht Stimmen. Ja, in Europa gehen eben auch verschiedene Stimmen. Und den Herr Frieden hat doch ganz viel geschwärzt, Europa. Ich habe mich immer gefragt, auch, was meint er genau, wenn er sagt Europa? Ist das der ganze Kontinent mit Russland oder ist das die Europäische Union oder ist die Europäische Union minus verschiedene Länder oder sind es just die Länder, die Sonden zu London waren? Was genau meint er, wenn er sagt Europa? Das ist eine gute Frage. So nicht, merci.